Hallo, herzlich willkommen. Schön bist du hier bei uns, hier aus dem Studio Dübendorf, Zürich, zu unserer Gebetswoche. Heute Freitagabend. Wir sind das 5. Mal dabei. Vielleicht bist du das 5. Mal dabei. Ganz ehrlich, ich bin das 1. Mal dabei. Vielleicht kannst du in den Chat schreiben, weil du so ein Held bist, der das 5. Mal dabei bist und dir kein Abend gegangen lassen hast, dann schreib doch in den Chat kurz. Das ist meine Frau Ursula, ich bin der Jan. Und wir freuen uns mega, die nächste ungefähr 60 Minuten mit dir zusammen zu verbringen. Am Start ist auch noch der Marco an der Technik und euer Host, der Marco, bei den Kommentaren. Genau, danke, dass ihr mitmacht. Zum Anfang möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, wir starten ja im Januar als Church mit diesem wunderbaren Buch. Und daraus lassen wir uns auch ein bisschen inspirieren vor unserer Gebetszeit. Träume wie niemals zuvor, das neue Buch vom ICF Zürich. Und genau, hat viele coole Inhalte drin, die dir helfen, einfach so richtig in das neue Jahr zu starten. Ursula, was machen wir heute? Genau, wir werden uns heute um die Ressourcen, um unsere Ressourcen kümmern. Und zwar sind das Zeit, Geld, Besitz und auch Talente und Fähigkeiten. Und Josef, der hatte viele von diesen Ressourcen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke immer, ich habe zu wenig. Zu wenig Zeit, zu wenig Geld sowieso. Und Talente, Fähigkeiten, da gibt es auch andere, die mehr haben. Aber wir möchten heute Abend uns mit Gott zusammen auf den Weg machen und schauen, wie wir unsere Ressourcen dieses Jahr einsetzen können, wie wir sie vielleicht auch erweitern können, dass wir mehr davon haben oder einfach auch für andere einsetzen. Cool. Wichtig. Wir sind ja hier im Studio eben mit dem Marc zusammen an der Technik. Sehr cool, dass du dabei bist, online. Und wir wollen heute zusammen beten, aber nicht nur hier im Studio, sondern wir wollen dich animieren dazu, auch zu beten zu Hause und auch den Chat zu nutzen, da reinzuschreiben. Auch manchmal gibt es Gebetsanliegen im Chat, die du liest. Und dann bete doch auch gerade für die Leute. Also wir zählen auf dich, dass es ein ganz cooler Abend wird. Genau, deswegen postet fleißig in den Chat und schreibt da eure Gebetsanliegen auch rein. Genau, wir starten gerade mit dem ersten Punkt und gehen da so in die Geschichte vom Josef rein. Und der erste Punkt heißt, lerne aus Herausforderung. Und ich möchte da gerade einen Bibeltext vorlesen, du siehst ihn auch eingeblendet, die Geschichte von Josef. 1. Mose 37 kannst du das nachlesen. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten und zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er ihn für ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. So fängt die Geschichte von Josef an. Positiv, sei mal dahingestellt, aber zum Thema Ressourcen, wenn du das genau anschaust, dann merken wir, oh, der Josef, der hat ziemlich viel mitbekommen. Und ich möchte ganz kurz dieses Gewand highlighten. Das heißt, er kriegt dieses Gewand von seinem Vater. Ich habe gerade diese Woche gelesen, damals hatte jeder ein Gewand. Und das war so ein ganz alltäglicher, nützlicher Ausrüstungsgegenstand. Da hat man zum Beispiel, den hat man gebraucht, wenn man unterwegs kalt hatte, hat den als Decke gebraucht zum Draufsitzen. Den hat man auch gebraucht zum Einkaufen, da konnte man seine Waren einschlingen. Und normal waren so die Gewänder, die legt man oben drüber, kurzärmlich, so bis zu den Knien, das musste praktisch sein. Man nimmt an, der Josef, der hatte so ein Gewand wie ein König, mit langen Ärmeln, ein bisschen auffällig und natürlich auch über die Knie. Und das war so ein Schatz, den der David hatte, eine Ressource, den David bekommen hatte für ihn. Für welche Ressource bist du ganz besonders dankbar? Schreib es doch mal in den Chat. Vielleicht kommt dir irgendwas gerade in den Sinn, wo du merkst, wow, für das bin ich mega dankbar. Wahrscheinlich hast du nicht so ein Gewand, wobei vielleicht ja eine tolle Lederjacke, keine Ahnung. Aber für was bist du besonders dankbar, wenn du so in das erste Jahr, in das neue Jahr startest? Eine Ressource, irgendwas, was du hast, Zeit, Geld
oder irgendein Gegenstand oder ein Talent. Schreib es doch mal in den Chat rein, für was bist du besonders dankbar. Ja, wir haben gehört, dass Josef, der hatte dieses Gewand. Er hatte eine große Ressource, er hatte mehr als die anderen, aber er hat es leider nicht richtig genutzt, sondern er hat sich Feinde damit gemacht. Er hat sich keine Freunde damit gemacht. Und wir können unsere Ressourcen gut oder schlecht einsetzen. Und wir wollen uns heute Abend dafür entscheiden und Gott darum bitten, dass wir unsere Ressourcen gut einsetzen können. Genau, also manche haben da in den Chat geschrieben, ich kann gut zuhören, eine Ressource, eine Gabe, die du bekommen hast oder dankbar für die Familie. Für was bist du dankbar? Was ist eine Ressource, wo du denkst, wow, da bin ich mega dankbar, dass ich das habe? Wir haben neu ein ganz großes Haus und das bedeutet auch, dass wir einfach viele Gäste empfangen können, dass wir gastfreundlich sein können und das finde ich, das ist eine große Ressource, die wir haben. Super. Wir haben auch ungefähr gefühlt 8 Jahre kein Auto mehr gehabt. Jetzt wohnen wir einen neuen Ort, bisschen so im Dorf draußen. Und jetzt haben wir wieder ein Auto gekauft und muss schon sagen, ist auch cool, wenn man so flexibel ist und wieder 4 Räder unter dem Popo hat und einfach rumfahren kann. Bin ich auch dankbar für so ein Auto. Genau, Dankbarkeit ist das eine. Wir wollen starten mit Gebet. Und zwar haben wir uns gedacht, bevor wir Gott bestürmen mit unseren Bitten, lass uns doch Gott zuerst einfach mal an erste Stelle setzen. Das sagen wir immer so, ja, Jesus, du bist an der ersten Stelle von meinem Leben, aber lass uns das ganz konkret mal machen über unseren Ressourcen, dass wir Gott sagen, über unseren Fähigkeiten, über unsere Familie, über diesen Gaben, den wir bekommen haben, ihn an die erste Stelle zu setzen. Willst du anfangen, Ursula? Ja, Jesus, ich bitte dich, dass du einfach den Platz einnimmst in meinem Herzen, der dir gehört. Du sollst an erster Stelle stehen und nicht das Haus oder das Auto oder einfach alles andere, was da auch noch ist. Ich möchte dich zuerst in meinem Leben haben. Und wir möchten das einfach auch zusammen aussprechen, auch gerade das, was wir besitzen, unser Haus, unser Auto, unser Geld, da möchten wir auch dich an erste Stelle setzen. Wir wollen dich ehren mit dem, was du uns gegeben hast, mit unseren Finanzen. Danke für den Lohn, den wir bekommen, für alles, für den Reichtum, in dem wir leben. Und wir möchten dich da an erste Stelle setzen. Und auch unsere Gaben, alles, was wir haben, möchten einsetzen, um dir zu dienen. Ich möchte dir sagen, du kannst das haben. Ich möchte wirklich mein Leben dir geben. Auch meine Zeit soll dir gehören. Und ich möchte das aussprechen. Hier vor Ort, du sollst der Herr über meine Zeit sein. Ich möchte wirklich die Zeit dir geben. Danke für jeden Tag, danke für jede Nacht. Du sollst der Herr sein über meine Zeit. Amen. Amen. Vielleicht hast du jetzt gemerkt, wow, ja, das ist mega cool, da bin ich voll dabei, ich möchte Jesus an erste Stelle setzen in meinem Leben. Vielleicht hast du aber auch gemerkt, so irgendwie, oh stimmt, ja, eigentlich, wo sie so erzählt haben, vielleicht hast du gemerkt, ja, eigentlich ist das ja gar nicht so. Eigentlich ist ja gar nicht in jedem Punkt Jesus an erster Stelle. Wir sagen das so schnell, aber vielleicht hattest du gerade so einen Moment, wo der Heilige Geist dir einen Bereich von deinem Leben gezeigt hat, wo du gemerkt hast, hey, eigentlich ist da Jesus gar nicht an erster Stelle. Meiner Zeit, meine Ressourcen, da ist Jesus ja gar nicht an erster Stelle. Und lass uns jetzt einen Moment von der fröhlichen Buße tun. Also Buße soll was Fröhliches sein. Wenn wir merken, oh, der Heilige Geist zeigt auf was und in meinem Leben, dann musst du dich nicht zerknirscht sein. Du kannst gerade jetzt sofort umkehren und Jesus sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, ich will das ja eigentlich. Ich möchte ja eigentlich, dass du an erster Stelle bist. Und nimm dir einen ganz kurzen Moment Zeit, wo du einfach Jesus dein Herz nochmal zeigen kannst, sagen, es tut mir leid, da wo ich dich nicht in erste Stelle gesetzt habe. Bitte ganz kurz Zeit und still, damit du selber das Gebet zu Gott formulieren kannst.
Vielleicht hast du auch den Mut und möchtest gerade in den Chat schreiben, vielleicht ein Stichwort, vielleicht merkst du, du hast so viel Serien geschaut über Weihnachten, deine Zeit irgendwie verplempert, vielleicht hast du irgendwie viel zu teure Weihnachtsgeschenke gemacht, merkst, es war völlig hirnrissig oder irgendwas, wo du gemerkt hast, oder du warst vielleicht letzte Zeit ein bisschen faul. Wo hat der Heilige Geist dir was gezeigt, wo du merkst, hey, das war eigentlich nicht, das will ich eigentlich nicht. Dann schreib's doch, wenn du mutig bist, in den Chat rein, Ermutigung, und vielleicht auch der Heilige Geist kann es brauchen, um anderen und uns nochmal den Spiegel hinzuhalten, wo wir merken, ist ja auch mein Problem. Genau. Ist dir was in den Sinn gekommen, wo du gemerkt hast, da ist Jesus gar nicht so an erster Stelle im Moment? Ja, ich merke im Moment, dass ich viel Zeit habe und da, wenn man viel Zeit hat, da bin ich vielleicht auch nicht immer so fokussiert. Und das ist etwas, das ich mir jetzt neu in der Agenda eingetragen habe. Ganz gewisse Zeiten, da sage ich, hey, da will ich jetzt wirklich wieder vermehrt Bibel lesen oder Podcasts hören oder irgendwelche solche Dinge machen und nicht nur einfach irgendwas rumhängen. Genau, bei mir war es auch, ich habe gemerkt um die Weihnachten, mir ging es so, man hängt ein bisschen so auf dem Sofa und ist da am Handy und ich habe viel so Apps, Minigames gespielt so, und irgendwie gemerkt nach Weihnachten, hey, das ist eigentlich völlig sinnlos. Ich verbrödel so viel Zeit und ich mache so viel dumme Sachen auf dem Handy mit Minesweeper und das ganze Zeugs und so. Und ich habe wirklich gefühlte 10 Apps gelöscht noch vor Silvester, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte nächstes Jahr einfach nicht so mit meiner Zeit umgehen. Genau, andere haben geschrieben, auch zu viel Fernsehen, keine Horrorfilme mehr schauen, Geld für Unnötiges ausgeben. Also du merkst, ja, manchmal gehen wir mit unseren Ressourcen auch so ein bisschen schlampig um. Genau, lass uns doch zum nächsten Punkt gehen. Ich finde es mega cool, oder? Wir haben jetzt hier gestartet und schon was erlebt zusammen. So ein Moment, wo der Heilige Geist dir was gezeigt hat, ist immer cool. Ja, der nächste Punkt ist, starte bei deiner Identität. Es geht darum, dass Josef sich nicht von seinen Ressourcen abhängig machte, sondern er hat sich von Gott abhängig gemacht. Josef hat alles erlebt. Er hatte am Anfang sehr viel. Er hatte das Gewand, sehr viel Reichtum. Dann wurde er von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen oder in einen Schacht. Er hatte nichts mehr. Er kam in ein fremdes Land. Da war wahrscheinlich nicht, die Sprache konnte er nicht, überhaupt nichts. Er war wirklich tief unten. Dann hat er sich wieder hochgearbeitet, wurde wieder ins Gefängnis geworfen, unschuldig, wieder auf dem Nullpunkt, und trotzdem war er nie am Nullpunkt, sondern Gott war immer bei ihm und er hat immer Ressourcen gehabt. Im Gefängnis hat er zum Beispiel die Träume seiner Mitgefangenen gedeutet und er hat die Ressource, die er hatte, oder das, was er machen konnte, das hat er gemacht. Er hat seine Ressourcen gebraucht, aber er hat seine Identität nicht von seinem Besitz oder von dem, was er eben hatte oder nicht hatte, abhängig gemacht. Und ich glaube, da ist er uns ein großes Vorbild, dass wir nicht uns über unseren Besitz definieren oder über unsere Fähigkeiten, ich kann besonders gut, weiß doch auch nicht, stricken oder was auch immer, sondern über das, was Gott ist. Und das hat auch schon Paulus gesagt. Paulus hat im Philipper gesagt, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Nicht unsere Ressourcen sind das, was uns ausmacht, sondern Jesus ist das, was uns ausmacht. Genau, und das möchten wir jetzt gerade proklamieren. Wir haben gesagt, lass uns doch so eine Proklamationszeit einbauen, wo wir jetzt einfach Sachen aussprechen, wo aus der Bibel kommen, Wahrheiten, die gelten über deinem und über meinem Leben, über unserem Leben. Und wir möchten das einfach aussprechen zu dir, über uns, und du kannst einfach zu Hause, wo du bist, mit einem lauten Amen reagieren. Vielleicht kommen dir nachher auch noch mehr Sachen in den Sinn, wo du merkst, wow, das ist dir so ganz wichtig, deine Identität von Jesus. Dann kannst du es nachher auch in den Chat schreiben, aber es sind ja so Wahrheiten und wir möchten das einfach aussprechen über dir, und du darfst gerne zu Hause mit Amen, lautem Amen
antworten. Falls du unterwegs bist, vielleicht gerade in der S-Bahn, trau dich doch, das auch zu machen. Dann hast du sicher ein paar Augen auf dir, wenn du so laut Amen dann rufst. Genau. Also lass uns anfangen mit diesen geistlichen Wahrheiten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du mein Retter bist. Nicht ich muss mich selber retten, ich muss nicht die Kontrolle haben, sondern du bist für mich am Kreuz gestorben. Du hast meine Sünden, meine Fehler ans Kreuz genommen und ich danke dir, dass du der bist, der mir das ewige Leben schenkt. Amen. Und ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Du bist unser Versorger. Du versorgst uns. Du hast sogar gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, weil du uns versorgst. Und wir nehmen das in Anspruch. Alles Gute kommt von dir. Alles, was wir haben, kommt von dir. Alle Gaben kommen von dir. Und du lässt uns nicht im Stich. Du bist unser guter Versorger. Amen. Amen. Ja, Jesus, und du bist auch der Friedefürst. Danke, dass du Friede in unsere Herzen bringst. Dass du Friede in unsere Umgebung, in unsere Familien bringst, dass du Friede in unsere Arbeitsplätze bringst, einfach überall, wo wir sind, weil du der Friedefürst bist. Amen. Und du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das nehme ich jetzt an für mich, da wo es auch gerade nicht nach Leben aussieht, da wo Probleme sind, da wo ich den Weg nicht sehe, da wo ich nicht weiter weiß, du hast den Weg, du bist der Weg. Und wenn ich mit dir unterwegs bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und du hast die Wahrheit, du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Und das gilt alles für mich, weil ich eng mit dir verbunden bin. Danke für dein Leben, danke für die Wahrheit in uns und danke für den Weg, den du vor uns parat machst. Amen. Amen. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du der Ratgeber bist. Dass du sagst, wenn es uns an Weisheit mangelt, dass wir dann dich darum bitten sollen. Und wir bitten dich darum, dass du uns zeigst, wie wir mit unseren Ressourcen gut umgehen können, wie wir sie vergrößern können, wie wir sie vermehren können, wie wir einfach sie einsetzen können füreinander und für dein Reich. Und ich bitte dich darum, dass wir dich als Ratgeber heute Abend erleben, hören können, dass wir dich sehen, dass wir merken, was dran ist. Amen. Amen. Und du bist der gute Hirt und wir sind deine Schafe und wir hören deine Stimme. Das möchte ich aussprechen, auch jetzt über die nächsten paar Minuten, in denen wir zusammen beten. Du sprichst zu uns. Die Worte, die wir hören werden, das, was im Chat geschrieben wird, die Gedanken, die uns kommen, es kommt direkt von dir. Du sprichst jetzt. Und dafür danke ich dir, dass wir deine Stimme hören können und die unterscheiden können. Danke, dass du ein guter Gott bist, dass du sprichst zu uns. Amen. 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 So gut. So gut. Gott ist ein guter Gott und er spricht zu uns. Ich hatte noch einen Gedanken. Der Josef, du hast gesagt, der war ja, auf einmal hatte er nichts mehr, war ein Sklave und war im Gefängnis. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, oder vielleicht gerade jetzt so, wo du denkst, ja, ich bin hier und wir beten, das heißt ja, bete um Ressourcen. Und du merkst, ja, ich brauche Ressourcen. Vielleicht bist du gerade in einer Zeit, wo du merkst, wow, ich habe viel zu tun. Ich brauche Zeitwunder. Oder vielleicht bist du auch an einem Ort, wo du sagst, ja, ich brauche Geldwunder. Ich brauche wirklich, dass Gott was macht in meinem Leben oder im Leben von meiner Familie. Wir haben wirklich Geldsorgen. Vielleicht hast du Schulden. Und ich darf dir einfach sagen, als Ermutigung aus der Geschichte von Josef, ist mir aufgefallen, als ich gelesen habe, es steht immer wieder, und der Herr war mit ihm. Kaum wird er ins Gefängnis geworfen, steht, und der Herr war mit ihm. Kaum wird er da als Sklave verkauft, heißt, und der Herr war mit ihm. Also ich möchte dich ermutigen, egal wie es gerade steht und wie es gerade um deine Ressourcen steht, auch wenn du denkst, im Moment, ja, ist ja gar nicht viel da. Der Herr ist mit dir, er ist mit dir und er ist für dich. Und das ist manchmal das Wichtige und das ist das Wichtigste, auch wenn es vielleicht im Portemonnaie oder in der Zeit nicht so gut aussieht im Moment, aber der Herr ist mit dir und das möchte ich dir zusprechen. Das ist auch so eine Wahrheit. Genau, lass uns weitermachen mit dem nächsten Punkt, strategische Planung. Da ist uns der Josef auch ein Vorbild. Ich möchte vorlesen, wenn ihr die Geschichte kennt, die Josef hatte eine Gabe, nicht nur Träume zu deuten, sondern auch wirklich strategisch vorauszuplanen.
Und 1. Mose 41 steht, dass du sogar 2 Träume hattest, zeigt dir, Gott hat dies fest beschlossen. Also es waren die Träume, die der Pharao hatte. Schon bald wird er es wahr werden lassen. Darum empfehle ich dir, einen klugen Mann zu suchen und ihm die Aufsicht über das ganze Land zu übertragen. Der Pharao hatte diesen Traum von diesen 7 guten und 7 schlechten Jahren und Josef sagt ihm jetzt, wenn Gott dir schon diesen Traum gibt, jetzt musst du planen, organisier was. Er gibt ihm einen Rat, wähl irgendeinen Mensch, der gut organisieren kann, was er nicht wusste, dass der Pharao nachher ihn wählt. Und er hat offensichtlich ein Händchen gehabt, auch eine Gabe von Gott, Sachen zu planen, zu organisieren. Er konnte nicht nur Träume deuten, sondern auch wirklich Sachen zu Enden denken und war gut geplant. Möchte ich jetzt einladen, eine kleine Übung zu machen mit uns. Und zwar ist es ganz einfach, nimm dir doch ein Blatt Papier. Wenn du zu Hause bist, hast du vielleicht gerade auf deinem Büro unten einen Stift. Und sonst kannst du das auch in Gedanken machen. Aber ich finde das immer gut, wenn man was vor sich hat, weil es gibt eine kleine visuelle Übung. Wir reden ja über diese 3 Ressourcen. Vielleicht genau, kannst du das mal zeichnen. Wir reden über die Ressourcen Geld, Zeit und Talente. Und jetzt machst du einfach mal 3 Kreise, vielleicht malst du auch 3 schöne Bilder, kannst du auch machen, eine Uhr und ein Dollarzeichen oder ein Eurozeichen und vielleicht so eine Muckihand. Und überlegst dir mal in den nächsten paar Minuten, in welchen von den 3 Ressourcenbereichen habe ich das Gefühl, soll ich was machen, was verändern. Wo merkst du im Moment, vielleicht weißt du es schon lang, weil es irgendwie eine Riesennot ist und vielleicht fragst du einfach auch mal, legst diesen Zettel vor dich hin und fragst den Heiligen Geist, wo, Heiliger Geist, soll ich im nächsten Jahr mein Augenmerk drauf halten? Okay, also machst du eine Skizze, überlegst dir das kurz und überlegst dir, in welchen Bereichen sollte ich mein Augenmerk drauf halten. Vielleicht kannst du noch ein Beispiel geben, Ursula. Ja, vielleicht weißt du schon, dass du eine bestimmte Anschaffung machen willst. Ein Wohnwagen oder sonst was. Und dann kannst du dir überlegen und Gott fragen, ist es dran? Weil ein Wohnwagen zum Beispiel, das bedeutet ja, du bist viel unterwegs. Ist das jetzt die richtige Zeit, um viel unterwegs zu sein? Es ist kostenintensiv. Habe ich das Geld dazu? Oder ist es einfach ein Traum, den ich mir aufschreibe, aber der später kommt? Oder es könnte auch sein, dass wir haben zum Beispiel unseren Kindern ein bisschen gesagt, welchen Sportverein sie gehen sollen. Weil wir wussten ganz genau, das ist eine Entscheidung, die hat Einfluss auf unsere Zeit als ganze Familie. Wenn Sie jetzt im FC da Fußball spielen oder Kunstturnen, dann ist das sehr zeitintensiv. Und wir haben sie dazu gebracht und ihnen Hobbys gezeigt, die ein bisschen weniger zeitintensiv sind, weil wir genau wussten, wir haben diese Zeit nicht. Wir brauchen die Zeit am Wochenende für die Kirche und nicht für den Fußballplatz. Und darum überleg dir in verschiedenen Bereichen, was steht als nächstes an und frag Gott, ist es dran, zum das machen oder nicht? Genau, also nochmal ganz kurz, diese 3 Kreise, überleg in welchem und frag den Heiligen Geist, vielleicht kannst du auch auf diese Kreise schauen, während du betest, in welchem Bereich soll ich dieses Jahr wirklich mein Augenmerk drauf halten? Beim Geld, bei der Zeit oder bei den Ressourcen? Und wir geben dir ein bisschen Zeit, wir spielen einen Worship-Song ein, vielleicht kannst du auch da das brauchen als Inspiration und da hast du 2-3 Minuten Zeit, um den Heiligen Geist zu fragen, wo möchtest du, dass ich dieses Jahr ganz besonders drauf schaue?
ganz viele Sachen durch den Kopf gegangen und vielleicht hat dir der Heilige Geist nicht so das eine gezeigt und vielleicht doch ganz deutlich, weil wahrscheinlich hast du ja in jedem von diesen Bereichen irgendeine Baustelle oder denkst, oh, was ist dran? Aber ganz wichtig jetzt, definiere jetzt mal den einen Punkt. Da will ich wirklich, das ist wirklich weil, glaub mir, du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Also vielleicht, wenn es bei dir das Geld ist, dann machst du da ein Kreuz oder auf einem anderen Punkt. Ich hatte noch so das Gefühl, über Geld spricht man nicht so gern und vielleicht hast du auch nicht den Mut, das in den Chat zu schreiben, ist ja auch kein Problem. Ich hatte wie so einen Eindruck einfach, und das habe ich ja vorher schon gebetet, wenn du hier bist und merkst immer hier, du denkst immer sehr viel über das Geld nach, weil es auch knapp ist bei dir. Vielleicht ist wenig da oder was auch immer knapp heißt. Möchte ich einfach ermutigen, vertrau Jesus. Jesus hat gesagt, vertrau mir, lass mich für dich sorgen. Und das ist ein Kampf in deinem Leben, weil du hast ja nicht nichts. Du hast wenig und ich möchte dir einfach das zusprechen, lass Jesus mal für dich sorgen. Wirklich. Lass das los, lass diese Finanzsorgen los. Natürlich muss nicht blöd sein, also gib nur das aus, was du hast, so, das ist ja klar, aber gib heute Jesus dieses Gefühl ab, diese Sorgen, die du ständig hast, langst und du brauchst wirklich mehr Geld. Und du bist im Moment vielleicht arbeitslos oder irgendwas, wo nicht stimmt, du hast Schulden, aber lass das mal los und lass Jesus für dich sorgen. Das war noch so ein Gedanke, der kam mir vor beim Beten. Genau. Ja, wir wollen nicht unsere Ressourcen schlecht verwalten, sondern wir wollen wie Josef nachhaltige Ressourcenverwaltung machen. Das ist der nächste Punkt. Da steht im 1. Mose 41,34: Setze noch weitere Verwalter ein, die in den fruchtbaren Jahren 1/5 der Ernte als Steuern erheben. Den Ertrag sollen sie in den Städten in Kornspeichern sammeln, damit er dir zur Verfügung steht. So haben wir genug Vorrat für die 7 Dürrejahre und müssen nicht verhungern. Also Josef hat weit gedacht, hat weiter gedacht als einfach nur gerade was morgen ist, sondern er hat gewusst, ich kann meine Ressourcen oder wir wollen die Ressourcen, wenn ich jetzt spare, dann habe ich dann, wenn ich eben wenn es kein Korn mehr gibt, dann haben wir noch zu essen. Und lass uns auch mit unseren Ressourcen wirklich gut umgehen, nachhaltig umgehen. Und das bedeutet auch, dass wir unsere Ressourcen planen. Und wie können wir das machen? Genau, jetzt nochmal mit diesem Zettel, wenn du geschrieben hast, zum Beispiel, ich möchte beim Geld oder bei der Zeit, dann mach jetzt da ein bisschen weiter Notizen drauf. Was ja immer schwierig ist oder was immer blöd ist, wenn du jetzt einfach heute oder auch so das grundsätzlich neue Jahr, jetzt habe ich mir was vorgenommen, aber du machst es da nicht. Du weißt ja jetzt, wo ist der Punkt, wo ich was machen will. Jetzt geh mal ganz konkret hin und schreib dir was auf, wo du gedacht hast. Zum Beispiel, wenn du merkst, mit deiner Zeit möchte ich besser haushalten. Dann nimmst du jetzt deine Agenda nach vorne oder schreibst es wenigstens schon mal hier drauf, Agenda oder Kalender. Weil du merkst vielleicht, kann ja sein, dass du dieses Jahr, ihr bekommt vielleicht ein Kind als Familie. Und dann, glaub mir, du wirst auch viel Zeit brauchen. Oder vielleicht hast du irgendein wichtiges Projekt dieses Jahr. Oder du merkst schon, oder ich kenne Studenten, die haben jetzt ihre Prüfungen, müssen Arbeiten abgeben. Und dann plan das ein. Oder zum Beispiel, wenn Gott wirklich deine erste Stelle ist, plan deinen Freitag ein. Wann mache ich frei? Oder deine Ferien. Plan deine Ferien. Ich kenne so viele Leute, die machen zu wenig Ferien, weil sie es nicht schaffen, die einzuplanen. Also wenn das Thema Zeit ist, dann während dem Gebet, plan dir doch jetzt da, schreib's dir auf. Da, okay, ich muss nachher gerade meine Agenda vornehmen. Oder vielleicht ist es auch Zeit, Beziehungsfrage. Du merkst, ich brauche viel mehr Zeit für meinen Mann oder für meine Frau. Dann blockier den Abend. Und mach das nachher gerade und schreib ihn ein in deine Agenda. Was kann das bei Ressourcen heißen? Bei Talenten? Ja, wenn du zum Beispiel, du willst in der Worship-Band mitmachen, dann brauchst du Zeit, um dein Instrument zu üben oder um Gesangsstunden zu nehmen oder du hast eine Weiterbildung, da brauchst du Zeit dafür. Und das musst du dir einplanen. Diese Zeit dir nehmen, auch eben oder dir überlegen, ich möchte besser
töpfern können, dann brauchst du einen Töpferkurs und das musst du dir planen, sonst passiert es nicht. Genau, und beim Thema Geld, auch wenn du es aufgeschrieben hast, du hast mehr Geld, dann mach dir einen Plan, schreib das nachher auf. Okay, morgen werde ich nochmal über mein Budget gehen. Vielleicht hast du gar kein Budget, dann hol den Budget-App und mach ein Budget. Oder nächste Woche werde ich in Schuldenberatung gehen, weil ich muss das angehen. Oder vielleicht merkst du auch, ja, du hast irgendwie keine Ahnung, wo dein Geld geht. Oder du möchtest mehr spenden. Ja, dann mach das morgen. Mach morgen den Auftrag zu deiner Kirche oder wo immer du spenden willst. Mach einen Step, mach einen nächsten Schritt, sonst war es einfach ein nettes Gebet. Und wir möchten dich sehr ermutigen, dass du wirklich einen Schritt machst. Genau, aber wir möchten auch für dich beten. Ich sehe schon im Chat, ihr betet füreinander. Wir möchten auch für euch beten und darum schreibt noch weiter rein, was euer konkreter Next Step ist, was ihr denkt, das möchte ich wirklich umsetzen. Und dann können wir gemeinsam dafür beten. Ja, Jesus, du siehst, dass das Geld immer knapp ist und dass einfach für das Haus viel ausgegeben werden muss. Und ich bitte dich, dass du da das Geld vermehrst, dass es einfach reicht. Ich bitte dich auch um eine gute Verwaltung, dass das Geld gut verwaltet werden kann und ja, dass einfach die Leute merken, du bist der Versorger, du schaust für sie. Du meinst es gut mit ihnen. Ich möchte auch beten für die Person, die da geschrieben hat, wir brauchen unbedingt ein größeres Haus. Und ich bete das einfach frei und ich bete das in Wirklichkeit. Ich möchte dir danken, auch uns hast du einfach so ein Wunderhaus geschenkt, wo wir mieten können. Und das bitte ich dich gerade ganz konkret für diese Familie, die ein größeres Haus brauchen, den Ort, wo sie alle Platz haben, dass du da Türen öffnest. Danke, dass du der Versorger bist und wir segnen euch mit deinem Haus. Ja, und ich bitte dich auch, Jesus, dass du einfach hilfst, Dinge loszulassen oder weiterzugeben. Danke, dass du weißt, wer die Dinge noch brauchen könnte. Und ich bitte dich, dass du da die richtigen Kontakte knüpfst, dass die Person die richtigen Leute findet, die diese Dinge gebrauchen können und dass sie einfach jemandem eine Freude machen kann mit all den Sachen, die sie nicht mehr braucht. Ich möchte auch noch ganz beten für die Leute, die geschrieben haben, wir möchten mehr Zeit mit Jesus verbringen, möchten mehr stille Zeit machen, was auch immer, wie auch immer. Ich möchte dich segnen, dass du jetzt merkst, eigentlich, ich will mal das probieren. Diese Zeit, diese Uhrzeit oder vielleicht ich möchte meinen Wecker früher stellen oder vielleicht merkst du auch, nee, am Morgen hat es nie geklappt, ich möchte es über die Mittagspause machen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt Ideen schenkst und Impulse gibst für Menschen, die sagen, ich möchte mehr Zeit, ich sehe mich dazu, mehr Zeit zu haben mit Jesus. Und schreib es gerade in deiner Agenda, wo du merkst, ich möchte das mal probieren. Und dann blockiert dir gerade in der Agenda diese Zeit oder stell den Wecker nachher früher. Das, wo der Heilige Geist dir zeigt. Ja, Jesus, und du siehst auch all die Menschen, die berufliche Herausforderungen haben, der Dienstplan, der nicht gut ist oder das Einkommen, das zu wenig ist oder einen neuen Job suchen. Jesus, ich bitte dich auch da, dass du Wege aufzeigst, dass die Menschen Schritte gehen können und dass einfach der Beruf wirklich gewinnbringend sein kann. Gewinnbringend für dich, für dein Reich, aber auch für die Personen, die da am Arbeiten sind. Ja, ich bitte dich, dass Freude da sein kann, wenn die Leute zur Arbeit gehen, dass sie mit Elan zur Arbeit gehen können und dass einfach auch das Einkommen reicht für all die Ausgaben, die da sind. Wir bitten dich, dass du berufliche Veränderungen vorbereitest, dass du berufliche Veränderungen begleitest, dass du neue Wege auch da aufzeigst. Jemand hat im Chat geschrieben noch, ich suche eine neue Gemeinde, ich suche eine neue Kirche. Die möchte ich damit segnen, dass du wirklich deinen Platz findest
Leute, die dein Herzschlag teilen, wo du dich wohlfühlst. Und ich möchte dich ermutigen, einfach wirklich jetzt das in die Hand zu nehmen und nicht nur davon zu reden, sondern wirklich jeden Sonntag jetzt auf die Suche zu gehen, jeden Sonntag zu schauen, wo gehe ich heute hin, was probiere ich mal aus, welche Leute möchte ich mal kennenlernen. Ich möchte dir Mut zusprechen, auch durch Türen zu gehen, wo du noch nie warst. Auch in Kirchen zu gehen, wo du denkst, komisch, weiß nicht, ich möchte dir Mut zusprechen, Gott hat einen Platz für dich und er möchte, dass du Gemeinschaft findest. Und damit segne ich dich, dass du dieses Jahr wirklich eine Heimat findest, als eine Gemeinde, eine Kirche, eine Hauskirche, wo du dich wohlfühlst. Ja, Jesus, und wir bitten dich auch für Beziehungen, für Familien. Auch das ist eine Ressource, die wir haben, Freunde. Und auch da bitten wir dich, dass du in unsere Beziehungen reinkommst. Dass wir immer wieder mit dir rechnen. Dass wir dich erleben. Danke, dass du dabei bist. Ja, und ich bitte dich auch noch für die Person, die umgezogen ist. Das sind wir ja auch gerade und das ist manchmal so, man kennt niemand und ich möchte euch einfach segnen mit guten Beziehungen zu den Nachbarn, mit Leuten, wo du dein Herz teilen kannst, wo du merkst, da bist du auf der gleichen Wellenlänge, wo du Menschen auch begegnest, die offen sind für Jesus. Ich wünsche mir das so für dich, dass du nicht nur gute Nachbarn hast, sondern Nachbarn, die bei dir aus- und eingehen können und mit denen du einfach dein Leben teilen kannst und auch von Jesus erzählen kannst. Ich segne dich da einfach mit so Leuten, die offen sind, dass du die siehst und ihnen begegnest. Danke, dass du Jesus, dass du einfach da in dieser Nachbarschaft jetzt schon aktiv bist. Amen. Ja, wir beten für Ressourcen, aber wir beten nicht darum, dass die Ressourcen nur für uns sind, sondern bei Josef sieht man das ganz gut. Als die Hungersnot immer drückender wurde, öffnete Josef die Kornspeicher und verkaufte Getreide an die Ägypter und die vielen anderen Menschen, die aus aller Welt herbeiströmten. Genau das wollen wir als Christen. Das wollen wir erleben, dass unsere Ressourcen so ansteckend sind und anziehend sind, dass Leute herbeiströmen und merken, da ist ein Gott, der segnet. Da ist ein Gott, der kann aus dem Vollen schöpfen und darum können diese Leute ihre Ressourcen weitergeben. Sei das Freundlichkeit oder sei das Zeit, Geld, vielleicht ein Wohnmobil, das du dir gekauft hast und du weitergeben kannst, dass andere auch Ferien machen können. Wir haben so viele Ressourcen, die wir teilen können und Josef hat es uns vorgemacht, wie wir da ein Segen für andere sein können. Genau, lass uns doch einfach dies nochmal so zum Abschluss von unserer Gebetszeit diesen Segen nehmen und diesen Segen bekommen. Das gilt ja über dir. Du bist ja sowieso gesegnet, weil du bist mit Gott unterwegs. Und wenn du Gott hast, was brauchst du dann noch mehr? Und wenn wir das mal verstanden haben, unsere Identität in ihm sind, dann merken wir auf einmal, wow, alles, was ich habe und alles, was ich bin, das kommt von ihm. Und so möchten wir dich gerne segnen, nochmal das über dir aussprechen. Und manchmal muss man das einfach von anderen auch hören. Der Josef hat es ja am Anfang auch nicht so kapiert. Mit 17, der war ein bisschen stolz und dann hat er Träume und so. Aber nachher hat er es wie gemerkt, oder? Ja, das hat Gott mir gegeben. Gott hat mir die Träume gegeben. Und das war eine Geschichte in seinem Leben. Und am Schluss war er einfach nur noch dankbar. Und er konnte sogar seinen Brüdern am Schluss in die Augen schauen und sagen, schaut, ihr wollt es böse machen mit mir, aber Gott hat es gut gemacht, weil Gott hat ja den Segen, Gott hat es doch geplant, Gott hat doch mir diese Träume geschenkt und mir diesen Charakter gegeben, auch wenn ich es damals mit 17 nicht so gemacht habe, wie es so cool war, aber er hat das genutzt und jetzt kann ich ein Segen sein für euch und er konnte seine ganze Familie nachher dort in Ägypten und viele Menschen und auch viele andere Länder rundherum haben überlebt, diese Hungersnot nur wegen Josef. Und wir möchten jetzt einfach im Gebet nochmal das aussprechen, euch segnen mit allen guten Gaben, mit allem, was Gott für euch bereit hat. Ja, Jesus, und
Du segnest einfach die Menschen, die Zeit haben oder die Menschen mit Zeit, Zeit für ihre Familien, Zeit für ihre Freunde, Zeit, um mit den Arbeitskollegen Pause zu machen und da einfach ein Licht zu sein. Segne die Menschen mit Zeit für dich. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der Zeitwunder machen kann. Du siehst auch all die zu wenig Zeit haben, die irgendwo im Stress sind, die noch Arbeiten abgeben müssten oder einfach in der Arbeit versinken. Und wir segnen diese Menschen, dass sie ein Zeitwunder erleben, dass sie erleben, dass es schneller geht, dass du Zeit schenkst. Ich danke dir, dass du uns mit deiner Zeit segnest. Und wir segnen dich auch mit Gaben und Fähigkeiten. Wir möchten das aussprechen nochmal über dir, über deinem Leben. Du bist wunderbar gemacht. Gott hat dich wunderbar erdacht und erschaffen. Mit all deinen Fähigkeiten, mit deinem Charakter, mit deinem einzigartigen Lachen. Mit den Sachen, die nur du kannst. Mit den Sachen, die du kannst und andere können, aber du machst es speziell. Du hast deine eigene Art und die hat Gott dir gegeben. Und ich segne dich auch mit Verbreiterung, Vertiefung von deinen Gaben. Es wird Sachen dieses Jahr geben, die sagst du, ja, das habe ich noch nie gemacht. Und Gott wird dir helfen. Und du wirst neue Sachen entdecken. Und da werden Sachen auf dich zukommen, die scheinen dir zu groß. Du denkst, ja, aber wie soll das gehen? Das habe ich keine Erfahrung. Und Gott wird dir Erfahrung schenken. Und Gott wird dich segnen in mutigen Schritten. Er wird deine Gaben brauchen und wird das, was er vor deine Füße legt, wird er brauchen, um einfach was Wunderschönes zu machen. Danke, Jesus, für all diese wunderbaren Fähigkeiten, Gaben, Talente, die wir einsetzen für dich. Und du bist damit gesegnet. Ja, und Gott segnet dich auch mit Geld, mit Besitz. Wir alle haben so viel schon und Gott ist der aus dem Vollen schöpfen kann und der gerne gibt. Und ich segne dich damit, dass du genug hast. Dass du nicht immer mehr brauchst, sondern dass du genug hast, dass du merkst, es reicht. Es reicht, um die Rechnungen zu bezahlen, es reicht, um großzügig zu sein. Und dass du merkst, da wo ich weitergebe, da bekomme ich auch wieder. Vielleicht in einem ganz anderen Rahmen. Vielleicht nicht materiell, sondern dass du Zeit kriegst oder Freunde oder was auch immer. Aber dass wirklich diese Ressourcen, die du hast, die du weitergibst, dass du merkst, dass du auch wieder Ressourcen kriegst. Ich segne dich, dass du einfach genügend hast und dass du merkst, Gott meint es gut mit dir. Yes, Amen. Amen. Es ist so viel besser, wenn wir, so wie der Josef, so wie Gott, einfach großzügige Menschen sein können. Gott ist so ein großzügiger Gott und wir dürfen das kopieren und ihn nachahmen und auch von dem Josef lernen. Es macht so viel mehr Freude zu geben. Und das ist das auch ein bisschen, finde ich, das Geheimnis bei diesen Ressourcen, oder? Auch wenn du diese 3 Kreise nochmal anschaust, bei diesem Punkt, wo du jetzt aufgeschrieben hast, wo du merkst, da muss ich jetzt wirklich dieses Jahr was machen oder morgen anfangen, was zu machen. Vielleicht bei der Zeit, bei deinem Geld, bei den Talenten. Vergesst es nie, Gott gibt dich, damit du geben kannst, damit du was weitergeben kannst. Und das macht so viel mehr Sinn, als einfach immer ich brauche jetzt Zeit für mich. Es macht mehr Freude, Zeit mit anderen zu verbringen, deine Zeit zu verschenken. Oder beim Geld, oder es ist genau das Gleiche. Du kannst alles für dich sparen und horten, oder wenn du merkst, wow, es macht so viel mehr Spaß zu geben und zu verschenken. Und das muss nicht viel sein. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, bei mir ist im Moment wirklich knapp bei Kasse, aber
wenn du großzügig sein kannst, jemand auf einen Tee einladen oder einfach was geben oder was auslehnen oder sagen, ja, kannst mein Fahrrad ausleihen oder was auch immer, das macht so Freude. Und bei den Talenten das Gleiche, dass du nicht immer, ja, du wirst immer besser in deinen Talenten und machst Weiterbildung, damit du besser wirst, sondern du kannst für andere was geben. Und deswegen ist es so cool, mit euch hier zusammen gebetet zu haben. Nimm das mit unbedingt. Dein Punkt wünscht mir das wirklich für dich, dass du Nägel mit Köpfen machen kannst. Nachher, wenn du hier aus dem Chat rausgehst, nachher gerade umsetzt und anfängst, ja, das mache ich jetzt und da setze ich um und da nehme ich mir Zeit. Genau. Ja, und es ist noch ein Anliegen im Chat, dass wir für die Gesundheit beten, für die Schultern und die Füße. Und das möchten wir jetzt auch machen. Jesus, das können wir. Wir haben Zeit, wir können beten. Und du bist der heilt. Du bist derjenige, der für uns am Kreuz, für unsere Krankheit gestorben bist. Und ich bitte dich jetzt für die Schulter und die Füße, dass die Schmerzen weggehen. Dass einfach Ruhe einkehrt in dem Körper, dass Ruhe einkehrt auch im Kopf, dass die Schmerzen da nicht Überhand nehmen, sondern dass wirklich einfach Ruhe reinkommt, dass die Schmerzen weggehen. Danke, dass du Gott der Heiler bist, dass du der Arzt bist, dass du heilst. Amen. Amen. Im Namen von Jesus. Amen. Du sollst geheilt sein. So schön. Hey, nochmal ganz kurz. Wenn du möchtest, dieses Buch kannst du online, hier unten hättest du den QR-Code noch, kannst du das bestellen. Träume wie niemals zuvor, ein paar gute Gedanken. Und mir bleibt noch so viel zu sagen. Wenn du morgen wieder dabei sein wirst, wie gesagt, einen im Chat habe ich gesehen, der war jedes Mal dabei, also schon 5 Mal. Wenn du morgen das wieder nicht verpassen willst, 1 Stunde früher. Also wir treffen uns nicht erst um 8, sondern schon um 19 Uhr, weil die Youth, also die Jugendlichen sind hier, haben Gottesdienst und vorher machen sie noch eine Gebetsstunde mit uns zusammen. Also 1 Stunde früher um 7 Uhr einschalten und wieder dabei sein. Der Paul ist hier und andere wahrscheinlich auch. Freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und uns bleibt nichts anderes übrig, als dir Dank zu sagen, dass du dabei warst. Danke Marco auch beim Chat. Danke, habt ihr mitgemacht, war cool mit euch und wir wünschen euch Gottes Segen und alles Gute. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss.